Vorher, wo ist denn mein Tupperglas? Jo, ihr wollt was hören über Boden und Bodenaggregate, Bodenkrümel. Oh ja, ist kein Problem. Also Bodenaggregate und Bodenkrümel, das ist halt so ein kleines Stückel Boden. Und das ist ziemlich interessant. All dieweil, wenn du da neu gucken kannst in so ein Stückel Boden, dann kannst du sehen, da ist jede Menge Oberfläche da und viel von der Oberfläche ist besiedelt. Da wächst alles mögliche Zeug drauf, Bakterien, Pilze und so weiter. Und auch innen drin, in dem kleinen Stückel Boden, in dem kleinen Krümel, da ist überall Mikroorganismen drin, wo wachsen. Die sind quasi eingeschlossen worden in dem Moment, wo das Aggregat sich geformt hat. So, und jetzt, wenn du jetzt neu gucken kannst, das Aggregat, und kannst messen, was da für Gaskonzentrationen drin sind, würdest du merken, außen, vom Aggregat außen, hat es normale Sauerstoffkonzentration. Aber wenn du neu gehen würdest ins Zentrum von so einem Aggregat, dann ist der Sauerstoff quasi weg, mit innen drin. Und umgekehrt sieht es mit dem CO2 aus, also Kohlenstoffdioxid. Da ist halt im Aggregat drin ziemlich viel und außen relativ wenig. Das könnte man sich fragen, so, wieso ist denn das so? Und das ist eine interessante Sache und macht eben viel davon aus, warum Boden so klar ist. Und zwar können die Gase im Boden nicht ungestört von A nach B kommen, weil das sind halt Porenräume im Boden und da müssen die Gase durch. Und die Porenräume sind halt krumm und schepp, deswegen dauert es eine Weile, bis von A nach B kommst, weil es keine gerade Linie gibt. Außerdem sind die Poren oft mit Wasser gefüllt und so ein Gas kommt halt ganz schwer durchs Wasser durch. Das heißt, wenn innen drin in dem Bodenaggregat irgendwelche Bakterien oder Pilze und nicht den Sauerstoff verbrauchen, weil sie ja Atmung machen, dann wird es nicht schnell genug wieder von außen nachgeliefert. Das heißt mit anderen Worten, gibt es am Ende gibt's ein Gradient. Außen auf dem Aggregat drauf quasi ist normale Sauerstoffkonzentration, wie du und ich gerade auch einatmen tun. Und im Zentrum vom Aggregat ist ganz wenig bis gar nichts da. Und das ist halt, das muss man sich mal vorstellen, auf einer Distanz von, ach Gott, viel weniger als ein Millimeter. Lass es mal ein Millimeter oder zwei sein. Das heißt, auf so einer ganz, ganz kleinen Distanz hast du radikal unterschiedliche atmosphärische Bedingungen. Das ist schon irgendwie klar, wenn man sich das überlegt. Was das nämlich heißt, ist, es gibt bestimmte Sachen, bestimmte Abläufe im Boden, die können nur stattfinden, wenn Sauerstoff da ist. Und dann gibt es andere Prozesse, die können nur stattfinden, wenn der Sauerstoff weg ist. So, und jetzt kannst du in so einem kleinen Stückel Boden von, was weiß ich, 5 mm oder 6, 7 mm Durchmesser, in so einem kleinen Krümel Boden, wo du zwischen den zwei Fingern halten kannst, da kannst du Prozesse messen, die sich eigentlich widersprechen. Das kann ja gar nicht sein. Du merkst einen Prozess, der Sauerstoff braucht und ein anderer Prozess, wo auf gar keinen Fall Sauerstoff da sein darf. Und du kannst die in dem gleichen kleinen Krümel von Boden messen. Das ist schon was ganz Besonderes. Das macht irgendwie das Besondere am Boden einfach aus, als Lebensraum für die ganzen Organismen, die da drin sind. Das ist eine klare Sache.